Moi drodzy, wielkie święto, bo działa, znaczy naprawił się quest i mogę grać z powrotem w przygody czeskiego rycerza, zawadiaki, szaleńca, kurde, Henryka, nie był z Pragi, a teraz się zaś płynność zdupiła gry. Dobra, to jest rzecz nabyta. Radzik, Ist chodź, das dein Ernst? pogadajmy. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Ich bin aus Merhojet zurück, Herr. Wie sieht es dort aus? Ich habe aus dem Kloster Hilfe geholt. Bruder Nikodemus und Johanka aus Skalitz. Leider war die Zeit nicht auf unserer Seite. Viele Menschen starben in Merhojet. Gott hab sie selig. Was ist mit dem Gefangenen? Hast du ihn befragt? Er war auch krank. Hat er überlebt? Zum Glück überlebte er und ich konnte ihn befragen. Was hast du erfahren? Er brachte die gefälschten Münzen nach Pribislawitz. Erhalten hat er sie von einem Händler namens Menhard. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich weiß, wo das Geld übergeben wird. In der Nähe von Rovna. Und dieser Menhard sollte jetzt dort warten. Ausgezeichnet, Heinrich. Diese Gelegenheit dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Begib dich dorthin und nimm diesen Menhard in die Mangel. Warte noch. Es gibt da etwas, über das ich mit dir sprechen möchte. Ich wusste, du enttäuschst mich nicht. Nichts gegen Bernhard, Robert oder einen von den anderen. Aber keiner hat so viel herausgefunden wie du. Zumindest nicht ohne Prügel und Folter. Aber das funktioniert ja auch nicht immer. Dich schickt der Himmel. O Jezus, jak mi słodzi. Danke, Herr. Finde heraus, wer hinter all dem steckt, dann werden wir sie uns vorknüpfen. Ja, Herr. Herr, Was gibt's? manchmal frage ich mich, was das alles zu bedeuten hat. Warum lässt Gott nur so etwas zu? Dieses Gemetzel und die nie enden wollende Rache. Eine schwierige Frage. Ich bin kein Theologe. Aber vor langer Zeit kam ich zu dem Schluss, dass wohl alles im Leben eine Prüfung ist. Das Leben ist eine lange Kette aus Problemen, die es zu lösen gilt. Je mehr wir lösen, desto bessere Menschen werden wir. So habe ich das noch nie betrachtet. Sieh dir nur diese ganzen verwöhnten Schnösel an, die keine Sorgen haben, wie der junge Herr Capon zum Beispiel. Allein der Gedanke an seine Regentschaft lässt mich erschaudern. Das Leben birgt immer neue Herausforderungen, doch wir müssen stark bleiben und uns ihnen stellen. Poprawili chyba głośność dialogów. Nun, begib dich nach Sasau und stell dich dieser. Verlass dich auf mich, Herr. Viel Glück. $375, ale jestem bogaty. Bogactwo, część główna. Dobra, w ogóle muszę zobaczyć. Siła. Twoje ciosy zadają 20% większe rany, ale kosztują o 10% więcej wytrzymałości. Wymaga siły do władania rąk, groza. Wrogowie raczej zwieją przed tobą. Ja! To jest dobre. Biera to. Dupliren. To są spoko nazwy. Pchnięcie, dobra. Durchlaufen. One są spoko, bo one przez przypadek się udają zrobić często. Dobra, co musimy zrobić? Nie wszystko złoto. Ale tu się zabije na pewno.
Ej, a jakbym użył tego, jeszcze pamiętam? To coś też da. Muszę zerknąć sobie. Idź i sprawdź miejsce. No dobrze. No się tutaj teleportniemy. Przy nie utuszyć. Wróg. Okej. Gdzie ten wróg? Das Lagerleben ist kein Zuckerschlecken. Was ist das? A jest. Was zur Hölle war das? Ej, miał być jeden. Was ist hier los? Du wirst leiden. Dobra. Dobijamy rannych. O! Drugi uciekł. Miał coś cennego? Nie chce mi się tego nawet nosić. Gdzieś był jeszcze jeden, ale zwiał. Dobra. Kontynuujmy. Zatem. Jako żeśmy są w średniowieczu, to nie można się nie napić miodu. Realizm się lekko traci, tak. No bo po prostu przestają być wyzwaniem za bardzo. Wszyscy tutaj. Mój najlepszy koń Europy Środkowej. No. Kurdi. Dobra. Chyba trzeba pójść na nóżkach. A. Tak też nie idzie przejść. Okej. Jakieś kurde invisible wall porobili. Przez chwilę było nawet słychać człowieka małpę zrobił tak. Kra, kra, kra. Aha. Allmächtiger, was für eine Sauerei. No. Szkoda, żeby się pieniążki zmarnowały, nie? Doszło do tak zwanego, kurde, zamordowania. Zbadaj rozstaje dróg obok równej. Okej. Obadamy. Idź po śladzie krwi. Tam był jakiś ślad krwi? Bym potrzebował zmysłu jak w Wiedźminie. A, jest. Hier wurde jemand verwundet. Scheint, als hätte ihn jemand weggeschafft. Vielleicht finde ich Spuren. Blut. O, Blut. Sieht wie Blut aus. Blut und Ehre.
No i ja już tutaj tracę trop generalnie. Pewnie, kurde, węglarze go zabili. Köhler. Irgendjemand muss etwas gesehen oder gehört haben. No już się tak nie wczytują brzydko Ich te hoffe, ich tekstury. kann dir von Nutzen sein, Ritter. Was ist an der Kreuzung geschehen? Was? Kurde, nie wal w wuja. Genug davon. Ich weiß, ihr habt jemanden hergeschleppt, also sag mir, was passiert ist. Ich weiß von nichts und habe auch nichts gesehen. Wenn du was wissen willst, frag Boris. Ich will nichts damit zu tun haben. Wer ist dieser Boris? Boris schwingt hier die Peitsche. Du erkennst ihn an der roten Kappe. Danke. Roten Kappe. Okej. Szukamy Borysa, tam bym napisał Boria. Boria w czerwonej czapce. Noch eine Spur. Hier bin ich wohl richtig. A. Ale tu nikogo nie ma. Gdzie jest ten cały, kurde... A, tam. Dawać najlepszego konia Europy Środkowej. Ale to zrobił. To może być on. Gelobt sei Jesus Christus. Dobra, nie pucuj się. Was weißt du über den Wagen, der bei der Kreuzung überfallen wurde? Kein Schimmer, wovon du redest. Ach ja? Ja, ist das ein Problem? Ist wohl eher von der widerborstigen Sorte, was? Kann sein. Pass auf, du Kraftmeier. Fang an zu reden, wenn du nicht willst, dass ich dir dein Grinsen aus dem Gesicht wische. Ja, natürlich. Jeder weiß doch, dass Köhler Langfinger und Halsabschneider sind. Aber ich Spenjau. sag dir, so war es nicht. Ich höre dich gerne an. Lass mich eins klarstellen. Wir haben niemanden überfallen. Was hattet ihr dann bei der Kreuzung verloren? Wir kamen vorbei und sahen den Wagen. Also nahmen wir die Säcke mit. Nur die Säcke? Was ist mit der Blutspur, die zum Lager führt? Dazu wollte ich gerade kommen. Da war auch ein Verwundeter. Was sag ich? Er war zerschnitzt wie ein Märtyrer auf einem Heiligenbild. Hat uns angefleht, ihn zu verstecken. Also ist er hier bei euch. Lebt er noch? Der Kerl hat einen starken Überlebenswillen. Weißt du, wer den Wagen überfallen hat? Kein Schimmer. Wir kamen später dazu. Napisy jakieś się dziwne zrobiły. Hat er euch etwas erzählt? Er war nicht gerade redselig. Mit durchlöcherter Lunge spricht sich schlecht. Szkoda typa. Wo ist er? Wir haben ihn in den Schuppen da gesperrt. Ich will mit ihm sprechen. Weiß nicht. Er hat gezahlt, damit wir keinen zu ihm lassen. Das haben wir schon durchgekaut. Ja, ja. Beruhige dich doch. Hier. Nimm den Schlüssel. Danke. Danke. Ale żwieje. Znaczy pada. Siema. Nie wygląda dobrze. Faktiko.
Egal, ich bin hier, um dir zu helfen. Gott sei Dank. Ich dachte, ich beiße hier ins Gras. Und dann kommt mein Schutzengel geradewegs durch die Tür. Ich bin kein Engel. Daher musst du mir ein paar Fragen beantworten, bevor ich dir helfe. Ich wusste, dass es nicht so leicht werden würde. Für wen arbeitest du? Wem gehört der Wagen? Menhard. Er ist irgendein Händler und hat mich zum Feine- Schutz angeheuert. Feiner Mehr Kamera. weiß ich nicht. Und wohin ist dieser Menhard verschwunden? Keine Ahnung. Bin bewusstlos gewesen und erst hier wieder zu mir gekommen. Weiß nicht mal genau, wo ich bin. Wer griff den Wagen an? Ein Ritter. Ist uns schon ein Weilchen gefolgt. Und wohin ging er? Weiß nicht. Ich wurde verdroschen und ohnmächtig. Weißt du, was ihr auf dem Wagen hattet? Das habe ich Menhard nie gefragt. Erzähl mir mehr über den Ritter. Wo sind die Münzen? Was? Welche Münzen? Ich werde mich nicht wiederholen. Ich weiß nichts von irgendwelchen Münzen. Ich schwör's. Wo sind die Säcke, die ihr vom Wagen genommen habt? Die Säcke da hinterm Schuppen. Das ist er. Das muss dieser Ritter sein. Und das ist alles? Habt ihr sonst noch etwas mitgenommen? Scheiße, halt! Bleib sofort stehen! Stary wąsacz. Złap tajemniczego rycerza. A to kurde może na koniu, ale... O. Nie, bo mi się koń zblokował na... Dziwnie zabrzmiało. Koń zablokował mi się na drzewie. To się zdarza w naturze. Jak ja go mam, kurde... Ja z łuku go walnę. Instrukcje były niejasne. Koń zblokował się na drzewie. Jak wszedł w zakręt, kurde, 90 stopni. Dobra, nie mam strzał do tego łuku. Trzeba mu ciulnąć. A! No. Dobra, jedziesz. Komm her. Isa! Kurde, czemu on nie blokuje? Au! Igła! Zeig! Ała, 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 au, 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 au.
Was jetzt? Hast du Schiss, Junge? Kurde, te wszystkie treningi coś się tu nie sprawdzają szczególnie. No broń, ale... Verrecke! Bringen wir es hinter uns, Junge. Dobra, weź się, kurde. Starcze. Kuźwa, no. Und zwar Wyszedłem z wprawy, no nie, czy on jest dobry po prostu. hast du dein letztes Gebet gesprochen. Evil Grid! Ojej, ojej. Czekajcie, bo jestem w Jestem w szale bitewnym. Dobra, dostał teraz wdupione. Dzięki Evil Grid, pięknie. Schade Das um das Subika. junge Blut. Aber ich habe keine Wahl. Kurde, twardziel. Jebaniutki. Ulrich. Gottverdammt. Scheint, als hätte ich einen Ebenbürtigen gefunden. Einen Ebenbürtigen? Wohl eher dein Meister. Brüste dich nicht so. War ein harter Tag. Das ändert gar nichts. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen und du wirst sie mir alle brav beantworten. Zuerst sagst du mir, wer du bist. Mein Name ist Ulrich. Ich sage dir gar nichts, ehe du mir nicht etwas zusicherst. Versichern? Wie wäre es damit? Du redest und ich lasse dich I leben. tak go zabiję, bo Denkst ma du? drogi sprzęt. Ich glaube dir das. Ich weiß sehr wohl, wie solche Geschichten enden. Ich war öfter am anderen Ende des Schwertes, als du zählen kannst. Du hast mein Wort. Das Wort eines Diebes, bei Gott. Was die Pfarrer sagen, ist wahr. Die Welt ist verrückt geworden. Töte mich besser. Ich bin sowieso am Ende. Genau wie du. Wieso soll ich am Ende sein? Wer durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert umkommen. Sobald du zu einer Może być... Waffe greifst, sind deine Tage gezählt. Das gilt für jeden von uns. Nicht für jeden. Doch für jeden Einzelnen, ob Ritter, Söldner oder Strauchdieb. Es gibt Männer, die friedlich sterben. Frau und Kinder an ihrer Seite. Aber nicht du oder ich. Du endest in einem Graben mit deinen Eingeweiden neben dir. Anders als du bin ich kein Verbrecher. Du hältst das Fälschen von Geld für ein ehrliches Handwerk? Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin kein Fälscher. Ich untersuche die Sache. Was? Was sagst du da? Ich diene Herrn Ratzig Kobilla, dem Herrn über Skarlitz und königlichen Hauptmann. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich wurde auch hergeschickt. Von wem? Steck die Waffe weg. Dann reden wir von Angesicht zu Angesicht. Falls wir tatsächlich ein gemeinsames Ziel haben. No dobra. Steh auf. Nun ja, unser Treffen hatte keinen guten Anfang, aber wenn wirklich Kobilla dich geschickt hat, können wir einander helfen. Was meinst du? Vieles konnte ich herausfinden, aber ein paar Fragen sind noch offen. Und der Letzte, der etwas wusste, ist nun tot. Wer war es denn?
Menhard, der Händler aus Passau. Hör zu, ich werde dir alles erklären. Aber zuerst musst du etwas für mich tun. Ach, wirklich? Du stellst mich einer gewissen Person vor, und ich weihe dich in all meine Erkenntnisse ein. An wen hast du gedacht? Meister Tobias Pfeiffer. Wenn du Herrn Ratzig dienst, musst du ihn kennen. Ich mag Ich nicht denke, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich habe hier ein schriftliches Geständnis, das den Fälschungsprozess beschreibt. Aber von solchen Dingen verstehe ich nichts. Für Meister Pfeiffer hingegen. Wird all das deutlich mehr Sinn ergeben. Und du gibst es mir? Einfach so? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das ist meine einzige Spur. In der Zwischenzeit kehre ich nach Sasau zurück. Vielleicht finde ich dort mehr heraus. Solltest du mich nicht zu Pfeiffer begleiten? Nein, ich muss in Sasau verweilen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Wer bist du eigentlich? Wie gesagt, ich heiße Ulrich. Nur Ulrich? Das genügt. Du siehst aber aus wie ein Ritter. Die haben selten nur einen Namen. Ich habe ein Pferd, eine Rüstung, ein Schwert und einen Schild. Aber all das lässt sich heutzutage auf vielerlei Arten erwerben. Wie du gewiss weißt. Also bist du gar kein Ritter? Ich bin ein treuer Streiter im Dienste eines Adligen. Oszust. Mehr musst du nicht wissen. Okay. Also schön, Ulrich. Belassen wir es dabei. Für wen arbeitest du? Ich verstehe, weshalb du fragst. Aber es steht mir nicht frei, dir zu antworten. Oh, Jesus. Na gut, aus dir rausprügeln werde ich es nicht. Was ist mit dem Wagen? Was genau ist dort geschehen? Ich bin Menhard von Passau ausgefolgt. Ich vermutete eine Verbindung mit Sasau. Te napisy w ogóle przeważnie są po drugiej stronie. Also beförderten sie falsche Groschen auf dem Wagen? Ja, erst brachten sie echte Münzen her. Groschen, Forint, Franken und so weiter. Aber diese Säcke enthielten nur Falschmünzen. Wieso vermutest du eine Verbindung mit Sasau? Die Sache wurde in Passau untersucht. Der Henker konnte den Leuten, die verhaftet wurden, entlocken, dass die Münzen in einem Kloster hergestellt wurden. Was? Mitten in einem Kloster? Angeblich. Ich weiß nur, was der Passauer Schreiber in den Verhörberichten notiert hat. Wieso hast du sie bis hierher kommen lassen? Ich wollte herausfinden, wo sie die Münzen übergeben, was mir aber nicht gelang. Außerdem hatte Menhard eine bewaffnete Eskorte und nutzte gut befahrene Straßen und nur Gaststätten entlang des Weges, bis er auf diesen gottverlassenen Weg einbog. Ich weiß nicht weshalb, aber es war die perfekte Gelegenheit zuzuschlagen. Was passierte auf diesem Weg? Ich überraschte sie und erwischte zwei. Aber Menhard, dieser Bastard, schnitt die Pferde los und floh. Was dann? Während ich Menhard verfolgte, stahlen die Köhler, was sie tragen konnten. Und bevor ich ihn erwischte, warf ihn sein Pferd ab und er brach sich das Genick. Von ihm erfahren wir also nichts mehr. Nein, leider nicht. No to po wszystkiemu. Was geschah mit Menhard? Der ist natürlich tot. Ich weiß, aber was hast du mit der Leiche gemacht? Begraben. Er war ein Bastard. Aber ich bin keiner, der einen Christen in den Wäldern verrotten lässt. Verstehe. Und wo ist das Grab? Er floh vom Wagen aus den Hügel hinauf Richtung Norden. Neben dem Weg steht eine alte Hütte. Dahinter habe ich ihn begraben. Und glaub nicht, ich wüsste nicht, weshalb du fragst. Grabschändung ist verwerflich. So etwas tue ich nicht. Wenn du das sagst. Ja, aber Na schön, ich begebe mich zu Meister Pfeiffer. Gute Reise. Ich warte in Sasau, im Gasthaus zum Fuhrmann.
Dobra, ja bym się... Albo co przeczytamy. Bezpieczna eskorta. Przeczytałem. Moje ulubione metody czytania. Ja dużo mam tych poboków, ale to poboki to z kiedy indziej. Na razie to na szybkości do miasta. Spieniężyć towaresy. I co? I naprawić sobie rzeczy. O, i tak muszę. Tutaj to się dobrze składa. Ciś. Tak, robię główne, bo zaś się pojawi patch, zesra grę i ten. A ja siedziałem nad pobokami ostatnio miliard godzin i... No wiem, że niektóre są. Ale ja chcę pocisnąć fabułę. Ej, chyba przyspieszyli tą szybką podróż. Coś tam się musiało w tej grze pozmieniać, bo tam parę wyszło tych łatek, nie? Musiałbym tych save'ów powywalać, bo mi się to strasznie długo wczytuje w dalszym ciągu. Czego konia? To się akurat na nogach łazi. Polecasz wydać te kilka szekli na gierkę? Tom? Jeżeli lubisz takie klimaty, to jak najbardziej. Dawać mojego konia, złodzieje. Tylko, że no, miała dużo problemów i błędów. W dalszym ciągu jeszcze dużo ma. A tekstury się jednak nie wczytują dalej idealnie. Kommt, liebe Leute, und labt euch an diesem Duft. Ofenwarmes Brot und dazu Się etwas frische stragany nie Milch. wczytały nawet. Lul. Nie jestem już brudasem. O, jak nawet po myciu się musi wczytywać, to masakra. Mit Salz, Kümmel, Knoblauch und mehr. Das gibt's nur hier. Gute Nachbarn, mir bleibt keine Wahl, als zu betteln. Aus Galitz stamm ich und Zwiebeln, die die stärksten ihr wisst schon. zum Weinen bringen. Greift zu. Dobra, koniu, dawaj rzeczy do sprzedaży. Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Greift zu. Glück und Gesundheit. Ja, ja, ja. W sumie tylko tyle mogę mu sprzedać. Nawet się nie będę rzucał. Może ma coś lepszego od mojego miecza. Najdroższy za 2K. Miecz Heroda. Ale niektóre słabsze ma statystyki. Typu pchnięcie.
Ej, to wychodzi na to w sumie, że ja mam najlepszy. Tak naprawdę. O. Jaki donate za zmianę języka? Nie zmienię języka. Na jaki mam zmienić? Na angielski? Bez jaj. Wszystko jest tak, jak ma być. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Zaś mi dupę liżą, nie jestem rycerzem. Właśnie, co macie najdroższe? Barwiona mediolańska. To w sumie wygląda spoko. Włoski basinet. Basinet. Nogawice kolcze. Biera. Ale to sobie też wezmę. Nie no, nie ma tu czeskiego języka oczywiście. By był, to bym z takim grał. Płacisz 3,2K. Nie, targujemy się. Das sieht wie gestohlene Ware aus. Die kaufe ich nicht. O kurwa, i po dealu. Speniał. Nie chcę trefnych fantów. Dobra, sprzedam mu tylko te... Wszystko prawie co mam jest kradzione. Speniał. Kurde bele. Czekajcie, gdzie to było? Do młynarza. Wiem. Dobra. Płacisz 4,8K. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. 4, kurde, i się ciesz. Ja, bei No. dem Betrag kommen wir zusammen. Teraz jestem prawie włoskim rycerzem z takim sprzętem. Prawie, że... A, jeszcze sobie naprawić. No. Dobra. Schaut euch diese Gurken an! Cii, nie krzycz. Co ona się tak drze? Łowy. Poroże. No ja nie poluję w zasadzie, ale okej. Niklaus, streamujesz 5 godzin, musisz pić. Przecież piję cały czas. Hey, pass auf! Piję bez przerwy. Dobra, nie wszystko złoto. A to jest gdzieś tutaj. No, konkretnie to tutaj. A jestem taki leniwy, że szybko sobie przejdę tu i podejdę sam.
Chcę, żeby patrzeć jej na ogórka. Ja. Jakaś zboczona. Keine Wahl, als zu betteln. Aus Scarlet stamme ich. Dobra, teraz tego typka trzeba znaleźć. Którego personaliów już nie pamiętam. To może być on, Tobiasz Fejfar. To chyba Sei nawet... gegrüßt. Wieso bist du hier? Chyba jest on. Meister Pfeiffer, Herr Ratze Ale schickt wyglądam mich. teraz poważnie. Er muss dich sehr schätzen. Ich gebe stets mein Bestes. Das ist gut, denn die Minen sind verdammt wichtig. Silber ist unser wertvollstes Gut. Wie kann ich dir bei deinen düsteren Vorahnungen helfen? Herr Ratzig mag mich für übervorsichtig halten, aber hier wurde eine Menge Silber entdeckt und niemand bewacht die Skalitzer Minen. Eine Einladung für Diebe. Glaubst du wirklich, dass jemand das Silber aus den Skalitzer Minen stehlen würde? Wäre das nicht arg aufwendig? Doch. Deshalb will ich auch, dass du nicht nur den Stollen, sondern auch die Schmelze und die Wasseranlage im Hof prüfst. Sieh nach, in welchem Zustand sich alles befindet und ob irgendetwas verdächtig aussieht. Meinst du den Hof bei der Skalitzer Mühle? Genau den. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er jetzt ist. Immerhin befand sich dort das Holz-, Kohle- und Silberlager. Silberlager? Bestimmt ist es leergeräumt. Vermutlich. Mich würde es ziemlich wundern, wenn es überhaupt noch steht. Von was für einer Wasseranlage sprichst du? Ein Stampfwerk und Wassertröge. Sie befinden sich in der Biegung des Baches unterhalb der Burg. Du kannst sie nicht übersehen. Überall sind große Tröge und Werkzeug. Du erwähntest einen Stollen. Nur einen? Junge, das Bergwerk ist wie ein Labyrinth. Es würde eine Woche dauern, alles abzugehen. Ich rede von einem bestimmten Stollen am Fuße des Hügels, nahe einem Fischteich. Warum nur dieser eine? Weil ich glaube, dass dort ein Flöz ist. Alles weist darauf hin. Wenn jemand Silber stiehlt, dann mit Sicherheit von dort. Ist also mit Ärger zu rechnen? Nun, das wird sicher kein Spaziergang. Du könntest durchaus auf diese hungrige Hundebeute treffen, die die Armee im Schlepptau hatte. Dobra, oder auf einer damy sobie Räuberbande. radę, kurde. Du und Herr Ratzig Duży könnt jestem. euch auf mich verlassen. Alles klar. Ich mache mich ans Werk. Będziem się bić. A tu jeszcze miałem chyba przy okazji zadanie, tak na marginesie. Będziesz grał w dodatki do tej gry, ewentualnie drugą część. Przecież nie ma w ogóle mowy o czymś takim. To o czym tu gadać? A ja mu nie dałem w końcu tych dokumentów, tak? Czy dałem? Gott segne dich. Meister Pfeiffer, ich muss dich sprechen. Ich habe etwas über die gefälschten Münzen erfahren. Ach, wirklich? Sprich. Bei Rovna entdeckte ich einen Wagen, der die Rovna? Münzen transportierte. Leider kam ich zu spät. Der Fuhrmann und sein Gefolge waren bereits tot. Verflixt und zugenäht. Weißt du, wer es war? Ja, ein gewisser Ritter erschien dort. Offenbar war auch er hinter den Fälschern her. Das ist wahrlich überraschend. Was hat er dir gesagt? Er heißt Ulrich. Er sah aus wie ein Ritter, aber er wollte die Farben seines Herrn nicht preisgeben. Ulrich, sagst du? Könnte jeder sein. Kannst du ihn beschreiben? Ein älterer Kerl mit Schnurrbart. Doch so grau sein Haar auch war, er war ein zäher Brocken. Kommt mir nicht bekannt vor. Allerdings wissen wir auch nicht, ob Ulrich sein wahrer Name ist. Stary Niemiec z wąsami. Ich fragte ihn nach seinem Lehnsherrn, aber ohne Erfolg. Die Zeiten sind wahrlich eigenartig. In vergangenen Tagen wetteiferten die Ritter um die Lobpreisung ihres Namens. Und heute nehmen sie fremde Namen an, verbergen ihre Wappen und schleichen durchs Land wie Diebe. Es schien, als verberge er seinen Namen, weil sein Herr mit Herrn Ratzig in Konflikt steht. Das kann gut sein. Herr Ratzig hat als treuer Anhänger des Königs viele Feinde. Er gab mir diese Schriftstücke als Beleg seiner Aufrichtigkeit. Es sind Berichte über die Verhöre der Verhafteten in Passau und No ein niech paar andere naprawią Schriften. to, dokładnie, bo... Er dachte, du würdest sie besser verstehen als er. Lass mich sehen. Wir, die Ratsherren der Stadt Passau, Co on tam? Verhör an diesem Tage, unter Schmerzen Co to było? preisgab, der Ursprungsort ein Kloster im Lande Böhmen ist.
Leider bestätigt das meinen Verdacht, dass etwas Zwielichtiges in Sasau im Gange ist. Münzprobe ergab... Kupferkern mit Amalgam überzogen. Ah, das ist interessant. Hier wird beschrieben, wie die gefälschten Münzen gefertigt werden. Ich muss das ausführlicher studieren. Wir ermächtigen Herrn Ulrich, untersuchen, auf dass sich ihm niemand widersetze. Das scheint der Geleitbrief zu sein. Er trägt das Siegel der Ratsherren von Passau. Aber Sie haben den Brief nicht verfasst. Woher weißt du das? Ich kenne die Handschrift. Sie gehört Herrn Clemens von Kaplitz, dem hohen Schreiber der Rosenbergs. Die Rosenbergs? Wer sind die? Eine mächtige Familie aus Südböhmen. Burggraf Heinrich III. Ist ein großer Rivale unseres Königs Wenzel. Was hat all das zu bedeuten? Auf jeden Fall erklärt es, weshalb dein Ritter so geheimnisvoll ist. So oder so, wir müssen uns vorsehen. Und unsere Untersuchung beginnen. Den Schriftstücken zufolge verwenden sie Silberamalgam für die Beschichtung. Dieser Spur können wir folgen. Was? Silberamalgam. Es besteht aus Quecksilber und Silber. Das klingt, als könnte es nicht jeder in die Hände bekommen. Da hast du recht. Begib dich unverzüglich nach Sasau. Sieh dich in den Schmieden um. Jemand muss das Kupfer für sie bearbeiten. Ich werde mich indes mit Herrn Ratzig beraten und danach kommen. Wo treffen wir uns? Im Gasthaus. Am Sasauer Hauptplatz. Nienawidzę czegoś takiego jak rozejrzyj się. Wie behagt dir das Leben in Ratay? Schätze uns aufzunehmen war gütig, aber dann überließen sie uns einfach uns selbst. Keiner schert sich nen Dreck um uns. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen dem Silber gewesen und weil Herr Ratzig zum König hält. Dobra, zróbmy coś. Zadziałajmy coś. Czy my jesteśmy głodni? Tak. Chcemy zjeść serek. I kurde, wędzoną kiełbasę. Się zepsuje. Co to mamy do roboty? Ło, ile zadań. Opcjonalne porozmawiaj z Ulrikiem. Okej. Ała! Ale mnie wrzuca, bo... Ała! O kurwa! O! Dobra, pierw tu. O Jezus! Dzięki. Ała! Dobrze, że kurde ryja nie oberwało. O, mało brakło. Napaść na drodze. No to kaman. Dich und deine hässliche Fresse kenne ich doch. So ein Glück. Jetzt kann ich dir die Zähne einschlagen. Co? Typie, serio? To jest napad na bank. Wszyscy do góry, ręce pałwanie. No to... To dobry kurde napad był. No. Napad mnie ekshibicjonista. Chciał mi pokazać przyrodzenie, ale że było ciemno, to się zirytował i zaczął mnie bić. Takie życie w średniowiecznych Czechach. Nie, nie jest letko.
Czy ja mam jakieś pochodnie? A mogę poczytać sobie elementarz? A. Nie mam jeszcze takiej wprawy w czytaniu, żeby czytać elementarz. Shit. Ciągnął mnie, zaczął napierać. No. Wer ist da? Było. Was ist das? Wo zum Teufel bist du aufgewachsen? Nichts. Nichts, meine Liebe. I napierał. Kurde, nie naparł. Rano konferencja z Xiaomi. Niech zapowiedzą jakiś fajny telefon do mnie. Czym się arłaja? Tu jest woda. Tu jest woda. Musimy znaleźć most. Jest ciemno jak... Ich kann nicht schwimmen. Kann nicht schwimmen. I can't swim. Po co w sumie my się tak męczymy? Można się po prostu przespać. Obecny zły. Nie. Ale mógłby być lepszy. To chyba nie dla ciebie, bo mix 2S ponad 2K. A to dlaczego niby nie dla mnie? Że co, że mnie nie stać? A wy tam wiecie, nic nie wiecie. Nie no, 2K tak z półtorej bym dał, 2 to już nie. Bo to chodzi o to, że ja telefon spisuję na stratę, w sensie, że jakby mi się coś z niego stało, to żebym potem się nie obwiesił. No i tak się możemy bawić. Hier ist es zu tief. Siema, Daro. Już sobie poradziłem bez pochodni. Striggerowałem dzień. Ale to jest ta karczma, co z tym Niemcem mamy pogadać. A to chyba... Nie. To nie wiem, czy to jest czynne już. Jeszcze nie. Siedzi, sam, w całej knajpie. Nikt go nie lubi. Also, was hat Meister Pfeiffer gesagt? Ich fragte ihn um Rat und weiß nun, wo wir anfangen sollten. Erzähl mir mehr. Meister Pfeiffer zufolge benötigten sie Kupferbleche für den Münzkern und Quecksilber für das das andere eben. Aha, das Kloster verfügt über diese Materialien. Genau, deshalb bin ich an den örtlichen Schmieden interessiert. Ja, das klingt plausibel. Erst gestern erfuhr ich, dass die Leute im Kloster klagen, die ganze Nacht nicht schlafen zu können, weil der Schmied bis Sonnenaufgang durcharbeitet. Verstehe.
Es lohnt sich gewiss nachzufragen. Sonst noch etwas? Du sagst, sie verwenden Quecksilber. Hier gastiert ein Maler, der die Kirche in Uschitze dekoriert. Er beschwerte sich, weil er im Kloster neues Quecksilber holen wollte, es dort aber keines mehr gab. Bestimmt lohnt es sich, dem nachzugehen. Danke. Wiecie, że to jest najpopularniejsze nazwisko europejskie? Od Kowala. Po polsku Kowalski, po niemiecku Schmidt, po angielsku Smith. Jest najpopularniejsze w europejskich państwach nazwisko od zawodu Kowala w średniowieczu. Taka ciekawostka lingwistyczna. Możecie się tym dzielić w towarzystwie i zaimponować. Na przykład jakiejś jakiejś dziewczynie fajnej. Ej, wiesz, że coś ci powiem, nie? I mówicie. I ona cała w szoku. Porozmawiaj z mistrzem fresków. To jest mistrz fresków. A, to jest mistrz fresków. Gott sei mit dir. Wie ich höre, hast du Probleme, an Quecksilber zu kommen. Und wie ich die habe. Zum 3. Mal in diesem Monat sagen sie mir, sie hätten keines. Es ist nicht zu bekommen, sagen sie. Von wem genau sprechen wir hier? Wer hält deine Ware zurück? Der Klostermeier, oder besser gesagt sein Gehilfe. Was hat der Klostermeier dir denn gesagt? Nichts. Er kümmert sich nicht um solche Lappalien, sondern überlässt sie seinem Gehilfen. Patziger Widerling. Das Quecksilber hat sich wohl kaum in Luft aufgelöst. Wo könnte es sein? No Müller to Wenn ich das wüsste. młynarz. Jedes Mal, wenn ich um rote Farbe bitte, sagen sie, es gebe kein Quecksilber, um sie zu mischen. Einmal behaupteten sie, die Ware kam nie an. Ein anderes Mal, dass der Wagen überfallen wurde. Und zuletzt ging es irgendwie verloren. Und du denkst, sie lügen? Jesus, was weiß ich. Aber es kommt mir komisch vor. Ich meine, wie kann es 3 Mal hintereinander kein Quecksilber geben? So viel Pech auf einmal hat keiner. W Polsce często ona występuje pod postacią Meller. Też spolszczoną. Wozu benötigst du Quecksilber? Sie brauchen es, nicht ich. Sie mischen damit rote Farbe für mich an. Ich male in der Uschitzer Kirche. Kannst du dir vorstellen, wie trostlos das ohne Rot aussieht? Nicht wirklich. Kommt gleich. Sei froh. Meine Augen schmerzen allein bei dem Gedanken daran. Danke, das wäre fürs Erste Nie, alles. w ogóle nie przeczytałem Warte. o czym, nie słuchałem Willst co du nicht ten etwas typ kaufen, gadał. bevor du gehst? Oder würfeln? Da. Ich brauche zufrieden? dringend Geld. Ich warte schon eine Ewigkeit hier und der Aufenthalt wird langsam teuer. Ich hätte gern was zu Nie, beißen. nie chce mi się Tut mir grać. leid, w to. aber ich habe gerade Albo keine Miller, Zeit. albo Miller, no, dokładnie. Ein Bier bitte. Kommt sofort. Kom sofort. Dalej prowadź dochodzenie w kwaterze szafarza. A to jest co? Porozmawiaj z wikariuszem. Kyky. Albo nie, jestem taki leniwy, że się tu teleportuję. Znaczy podejdę sobie na tym. Leszek Miller. Jest taki typ. Dobra, ale co oni mają konkretnie na myśli, mówiąc prowadź dochodzenie w kwaterze szafarza? Gdzie jest ale kwatera szafarza? Ty jesteś szafarz? To jest pomocnik szafarza, o. Może coś wie. Guten Tag. Guten Tag. Habt ihr Quecksilber auf Lager? Wer fragt denn? Biedny malarz. Ich bin im Namen des Freskenmalers hier. Er sagte, du hättest ihn schon 3 Mal mit leeren Händen weggeschickt. Dann habe ich keines. Das klingt beinahe, als ob du mir keines verkaufen wolltest. O, Es ist nicht so, dass ich nicht will. Ich kann nur nicht. trochę trzeba go chyba postraszyć, kurde. Verstehe. Du kannst nicht, weil du keines hast. Und du hast keines, weil du es unter der Hand verkaufst, nicht wahr? Angenommen, das täte ich. Was geht dich das an? Und wenn ich dir sage, dass ich ein Gesandter des königlichen Hauptmanns Ratzig Kobilla bin und du mit einer Fälscherbande handelst? Penia. Fälscher?
Was soll das heißen? Irgendwo hier ist die Werkstatt der Fälscher. Und sie brauchen Quecksilber für ihre falschen Groschen. Was soll ich denn mit Kurde. einer Fälscherbande? Nie spełniał. Das bedeutet mir nichts. Und du willst der Bote eines Adligen sein? Ja, genau. Wenn du das sagst. Jeszcze raz. Hör mal, wegen des Quecksilbers. Ich hab dir schon gesagt, ich hab keins. Spróbujmy tak. A bo ja złe dałem, miało być Scheiße. nie okłamuj Sag mir mnie. sofort, was du mit der Ware gemacht hast. Nichts. Und reiß dich am Riemen. Das ist geheiligter Boden. Ein diebischer Krämer in einer Geheiligter Mönchskutte spricht von heiligem Boden. Was kommt als nächstes? Eine Hure in Nonnenkleidern? Das ist Blasphemie. Blasphemie? Du weißt doch sicher, was Jesus mit den Geldwechslern im Jerusalemer Tempel tat. Was meinst du? No. Du tust mir doch nicht weh, oder? Sag mir, was hier vor sich geht, und ich habe keinen Grund dazu. Herrgott, ich wusste doch nichts von Fälschern. Das will ich für dich hoffen. Und jetzt erzähl mir alles. Ich schwöre, normalerweise würde ich so etwas nie tun. Spuck's schon aus. Sie kamen mittags zu mir, geradewegs in die Kammer. Der Meier drehte irgendwo seine Runden. Irgendein Ritter, ohne Wappen, aber bewaffnet, nannte sich Herr Jeschek und hatte einen Knecht namens Rapota bei sich. Einen schmuddeligen Knilch mit gelbem Umhang, ständig am Pfeifen. Sie sagten, sie wollen das ganze Quecksilber, das wir fürs Kloster bestellen. Natürlich lehnte ich zuerst ab. Und dann was? Drohten sie dir? Zunächst nicht. Sie wollten mich nur bestechen. Aber als ich ablehnte, kamen die Drohungen. Wie läuft die Übergabe ab? Ich bringe es auf den Hügel hinterm Kloster. Dort steht ein hoher Baum, darunter eine kleine Kapelle. Manchmal wartet Rapota dort. Wenn nicht, lasse ich es einfach dort zurück. Womit drohten sie dir? Sie sagten, sie kennen Leute im Kloster, dass sie mich rauswerfen lassen oder des Diebstahls bezichtigen würden. Hast du denn gestohlen? Vorher, meine ich. Kannst es dir ja denken. Ich arbeite mich krumm und das für einen Hungerlohn. Also Czyli wussten sie davon? kradnie. Ja, sie kannten meinen Namen, alles. Nun gut, hab Dank. No to kurde, aha, przelaz przeze mnie, lol. No to kurde, czyst. Zaś mam iść z fejfarem gadać. Srysly. Tu mamy pełno poboków, a poboki to nie w tym momencie. No dobra. To myk. Jezus, jaka wspinaczka. To był ten? Nie. Tak. No tak. A to nie. A co on w ogóle robi? A on ma książki. Będę książki czytał. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Fajnego ma tego Icka takiego na głowie. Du siehst anders aus, Meister. Ich will nicht auffallen, damit nicht jeder weiß, dass ich hier bin. Ostatni włosek. Wieso? Um die Schurken nicht aufzuschrecken. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und wenn sie erfahren, was wir vorhaben, fliehen sie. Das klingt einleuchtend. Also, was konntest du herausfinden? Pana, już wszystko wiem. Ich weiß, woher das Quecksilber stammt. Du hattest recht, es stammt aus dem Kloster. Nun, das war die einzig logische Erklärung. Sie übergeben es auf dem Hügel hinterm Kloster. Hast du dich dort schon umgesehen? Noch nicht. Es könnte sich auszahlen. Schon dabei. Und weißt du, wer dahinter steckt? Ein Kerl namens Rapota. Nicht viel, aber ein Anfang. Das ist kein gängiger Name. Hör zu, Heinrich. Ich habe auf dem Weg hierher nachgedacht.
Die Fälscher benötigen auch ein Stanzwerkzeug, um die Münzen herzustellen. Ja, natürlich. Das ist etwas Besonderes. Ich kenne da einen Mann, der auf dem Klostergelände arbeitet. Meistergraveur Jerome von Schlesien. Glaubst du etwa, Jerome von Schlesien. Nein, Gott Nasch. bewahre. Ich kenne ihn gut, so etwas würde er nie tun. Nasch Hopek. Aber er leitet eine Gravurwerkstatt, also hat er vielleicht etwas darüber gehört. Also gut, ich frage ihn. Aber sei taktvoll. Ich möchte ihn nicht beleidigen. Und ich zöge es vor, wenn du mich nicht erwähnst. Ich werde mir Mühe geben. Das ist alles. No to pyk. Dobrze, co się tu dzieje? Sprawdź warsztat rysownika, stąd będzie bliżej. Da hinten stehen Hebräer. Jude. Jude. Iwige Jude. Fajnie palą, tak ciepło, a ci palą w piecu. Normalnie jak w Bytomiu. Ania, czym się? Jude. Czemu dubbing po niemiecku, a nie czesku? Bo nie ma po czesku. A to my z tym typkiem już gadali kiedyś. Jakieś zadanie u niego było. Ale co to było dokładnie? Pióro. Okej. A, jest. O, sorry. To jest mistrz Hieronim ze Śląska. Du solltest dich anständig kleiden, bevor du dich in der Öffentlichkeit zeigst. Ja, wygląda jak taki trochę ze Śląska. Taki zmęczony życiem z Pyska. Was macht die Arbeit, Meister? Ich komm schon zurecht. Benötigst du etwas, mein Junge? Gdzie masz strzały? Nie wiem. Was wird hier eigentlich hergestellt? Du bist in einer Gravurwerkstatt, mein Junge. Wir gravieren, also. Ja, aber was? Und wozu wird es verwendet? Aber... Ach, wir gravieren Holz, Stein und auch Metall. Hier im Kloster geht es hauptsächlich um Ausschmückung. Deine Werkstatt ist recht groß, Meister. Gewiss arbeitest du nicht allein. Gewöhnlich ist mein Lehrling Florian bei mir. Wie dir aber sicher aufgefallen ist, ist das im Moment nicht der Fall und ich bin allein. Ich bin also entweder ein Lügner oder etwas Ungewöhnliches hat sich ereignet. Verstehe, glaube ich. Was ist denn mit Florian? Er teilt das Schicksal der Pharaonen, denn heute befiel ihn die 5. Plage Ägyptens, die Pest. Zumindest steht es so in seiner Nachricht. Herr im Himmel, die Pest? Beruhige dich. Ich denke, dass die Seuche, an der Florian leidet, eher durch übermäßigen Alkoholgenuss verursacht wurde, als von göttlicher Gewalt. Wenngleich so ein Kater durchaus Kac może miewać biblijne rozmiary. Może, to prawda. O jest, może. Was ist dein Lehrling Florian für einer? Ich fürchte, seine aufkochende Jugend fordert ihren Tribut. Er verhält sich in letzter Zeit seltsam, zeigt Anzeichen wahnhafter Verfolgung. Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Kürzlich erzählte er mir, dass ihn jemand verfolgt. Und einen Tag später besorgte er sich beim Schmied ein Schloss und verriegelte seine Truhe. Als ob ich jemals darin herumschnüffeln würde. Wie dem auch sei, was kümmert es dich? Suchst du nach ihm? So etwas in der Art. Darf ich fragen, wieso? Bo jesteśmy przyjaciółmi. Nie mam dla niego wiadomość. Ich habe eine Nachricht für ihn. Ach ja. Wer interessiert sich denn für diesen Nichtsnutz? Abgesehen natürlich von seinem rasenden und schwer enttäuschten Meister. Wegen deiner Frage. Du findest ihn in seinem Quartier, zweifellos auf dem Sterbebett. Er schläft im Keller des Bäckers. Ah, hab Dank. Hat Florian vielleicht Feinde? Ein junger Bursche wie er hat bestimmt Schulden in jeder Ecke.
Und die Eltern der Mädchen sind gewiss nicht erfreut über sein fortwährendes Bestreben, sich zu vermehren. Jedenfalls war vor kurzem diese Furie aus dem Badehaus hier, und sie war fuchsteufelswild. Eine Frau aus dem Badehaus? Was wollte sie? Diese Harpie riss ihm fast alle Haare aus. Ich muss zugeben, dass mir mein nichtsnutziger Lehrling fast leid tat, auch wenn es nicht oft vorkommt. Weißt du, weshalb sie so wütend war? Sie brüllte irgendwas von so einer flatterhaften Zauberdirne namens Esther. Ich würde sagen, bei Florian haben wohl die Lustglocken geläutet. Dabei sollte man annehmen, dass sie das im Badehaus eigentlich gewohnt sein müssten. Abdank. Kannst ungestört weiterarbeiten. Wiosna. To tak bywa. Dobra, pierw do łaziebnej, ale konno. Co się drzesz? Poranny kościej. Sorry, że tak się wtupił. Właścicielka łaźni. Yes, please. Florian. Wie ich höre, zankst du dich mit Lehrling Florian. Zanken? Ich zank gleich mit dir. Wegen dem Scheißkerl haben die meine Esther. Armes Ding. Was wohl aus ihr werden wird? Ile pytań, o matko. Was genau ist passiert? Da kam ein Mann, der wollte ein Bad und Esther dazu. Sowas macht sie sonst nicht. Aber ich habe mir nichts gedacht und sie zu ihm geschickt. Und auf einmal höre ich Schreie. Also renne ich hin und sehe noch, wie der Lump sie aus dem Zelt zerrt und in ein Boot pfercht. No i nic co dobre nie trwa wiecznie, niestety. Tut mir leid, dass sie verschleppt wurde. Aber was hat das mit Florian zu tun? Die haben mir zugebrüllt, ich soll ihm sagen, dass er sie wiederkriegt, wenn er Schade. dazulernt. Ich schätze, Florian kennt also diese Esther. Du weißt ja, Dorfmäuschen. Haben nicht groß eine Wahl. Jedes zweite Mannsbild hat nichts in der Birne und wenn doch, dann sind sie verwandt. Und dann kommt so ein protziger Gag daher, der Gedichtchen schreibt. Was soll das arme Ding denn machen? Młody piękniś, Und to ja. enden tut es so. To o mnie. Hätte bei den Hohlbirnen bleiben sollen. Tylko ja nie układam wierszy, bo nie umiem. Wo finde ich Florian? Ich würde ihm gerne ein paar Fragen stellen. Er arbeitet beim Gravierer im Handwerkerhof vom Kloster. Und wenn er nicht dort ist, dann verkriecht er sich im Keller vom Bäcker, wie die Ratte, die er ist. Hat Schiss vor mir, ganz sicher. Was hält der Vogt davon? Fang gar nicht erst mit dem an. Der ist auch so ein... Das sage ich lieber nicht. Hab ihm alles erzählt, aber er sagt, er wird nichts tun. Wieso das? Ins Gesicht sagen tut er es mir natürlich nicht, aber die Leute hier halten nicht viel von uns. Ein paar sagen, Esther hätt's verdient. Armes Ding. Klingt, als stündet ihr euch nahe. Hab sie geliebt Ja, wie was, eine Pirek? Tochter. Ist als Waise zu mir gekommen. War wie ein Wolfsjunges. Hab sie großgezogen und ihr Ej, ta Arbeit baba verschafft. ta baba und jest jetzt ist er świdrata. weg. Wer weiß, ob sie noch Patrzcie lebt. na jej oczy. Ona normalnie tak. Świdrato jak byk. Ich wüsste gern mehr über die Entführung. Dobra, nie chcę już nic wiedzieć. Oh, O pass no. auf, wo du hingehst. ale Pass o- etwas besser auf. To się mówi, oko jej spierdala. Nie ma super kotek. To nie jest nic śmiesznego w sumie. Czy trochę jest. Siema Marot. A ty co, chcesz się bić? Kurde. No.
Pa. Hey, pass auf! Chciałem ją zaskoczyć. No, nie podciągniesz się. Zbyt duży wysiłek. To ty? Nie. Porozmawiaj z Florianem, czeladnikiem Gravera. Florian. Czy tyś jest Florian? Tyś nie ma Florian. K jest Florian. Kaś tu? Ja, siedzi Florian. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Für einen Kranken wirkst du recht aufgeweckt. Was? Wer zum Henker bist du? Ich heiße Heinrich und stelle für Herrn Ratzig Kobilla Nachforschungen an. Und was willst du von mir? Ich rede nicht um den heißen Brei herum. Ich bin hinter Münzfälschern her und die Spur führte mich zu dir. Läutet der Name Rapota irgendwelche Glocken? Weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß, du kennst ihn. Du stellst das Stanzwerkzeug für die Fälscher her, nicht wahr? Wie übergibst du es? Und wo befindet sich ihre Werkstatt? Ich kann nichts sagen. Ich werde alles abstreiten. Und du hast keine Beweise, nur Anschuldigungen. Du hast dich soeben belastet. Mein Wort gegen deines. Wie gesagt, ich streite alles ab. Meinst du wirklich, dass dir jemand glauben würde? Dein Wort hat kein Gewicht. Du hast das Werkzeug, das Wissen und die Werkstatt. Es bleibt nur noch dein Motiv, aber ich schätze, es ist Geld. Ich scheiße aufs gottverdammte Geld. Was ist es dann? Diese Bastarde haben Esther entführt. Wenn ich nicht mitmache, töten sie sie. Wer ist Esther? Mein Mädchen natürlich. Dieser Abschaum hat sie aus dem Badehaus no i entführt. tak to jest. Das tut mir leid. Mir auch. Hör zu, ich sag dir alles, versprochen. Aber erst, wenn Esther in Sicherheit ist. Soll ich etwa die Wälder nach ihr absuchen? Ich weiß, wo sie festhalten, aber niemand hilft mir. Und was kann ich schon gegen diese finsteren Schurken ausrichten? Ja bym go trochę nie mogę go postraszyć. Pass auf, Florian, ich fühle mit dir. Aber ich bin nicht der Einzige, der hinter denen her ist. Wenn sie Wind davon bekommen, werden sie das Weite suchen und dann ist deine Esther verloren. Wenn Rapota erfährt, dass ich geredet habe, töten sie sie. Nicht, wenn ich Rapota davor erwische. Ist er hier in der Stadt? Ja, ist er. Sie fand mich eines Abends im Wirtshaus. Ich wollte gerade scheißen gehen, da fing sie an, mich zu bedrängen, für sie zu arbeiten. Sie? Ja, Rapota und ein Ritter namens Herr Jeschek. Und was dann? Znamy typa. Sie erklärten mir, was sie wollten. Und ich sagte, sie sollen sich verpissen. Ich schätze, das hat ihnen nicht gefallen. So schlimm war es nicht. Sie warfen mich auf den Scheißhaufen und gingen. Ich dachte, es wäre bloß ein Scherz von Trunkenbolden. Aber dann entführten sie Esther. Wo finde ich Rapota? Normalerweise in meiner Nähe. Was soll das heißen? Er verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Und wenn ich zu Hause bin, sitzt er auf der Bank im Hof und beobachtet das Haus. Also ist er jetzt hier? Schwer zu sagen. Manchmal sehe ich ihn, wenn er im Wirtshaus Vorräte kauft. Na schön. Wenigstens weiß ich, wo ich anfangen kann. Und du gehst morgen zur Arbeit, hörst du? Warum? Weil wir ihn aus der Reserve locken müssen. Außerdem ist dein Meister bestimmt erfreut, dich zu sehen. Das bezweifle ich. Wie hast du das Stanzwerkzeug übergeben? Rapota wartete hinter der Kirche auf mich. Ich wollte es nicht aushändigen, ohne Esther gesehen zu haben. Und erlaubten sie es? Seltsamerweise ja. Sie brachten mich zu einem verlassenen Hof in den Skalitzer Hügeln. Meine arme Esther. Sie hatte Todesangst. Wenigstens weißt du, dass sie lebt. Wer weiß. Das ist eine Zeit lang her. Und sie ließen sie nicht gehen, nachdem ich tat, was sie verlangten. Sie meinten, sie bräuchten mehr. Mehr Stanzteile? Sie nutzen sich mit der Zeit ab und müssen regelmäßig ersetzt werden. Deshalb hast du es keinem gesagt. Zuerst hielt ich es für einen schlechten Scherz. Und als sie Esther mitnahmen, war es schon zu spät. Jezu, te baby.
Ich sollte besser aufbrechen, ehe der Schuft davonkommt. Geh! Hoffentlich zeigst du es ihm. Dobra, idziemy ocalić Esterę i zniszczyć kurde złego zbója. To wyszło typowo romantycznie, baśniowo, średniowieczno. Średniowiecznie. Wszystko się zgadza. Niestety. A... Ja nie mam tu żadnych zadań. Znajdź terrakoty, nie wiecie kto w Sazawie pracuje z miedzią. Kto w Sazawie pracuje z miedzią? Kurwa, nie wiem. I nic się innego nie podświetla. Aha. To by trzeba z ludźmi może pogadać. Tego idzie inny okraś. Tu jakiś kurde, może ty. Ej, Trajkota jest! Lol. Bist du zufällig Rapporter? Wie bitte? Kennen wir uns? Nein, aber genau das Jaki möchte ich ten, ändern. jaki przypadek? Ja, hab aber gerade keine Zeit. Ich gehe dann mal. Es dauert nur einen Augenblick. Na gut, was willst du von mir? Ich weiß, dass du Florian beobachtest und an der Entführung des Zuber-Mädchens beteiligt warst. Und auch, wieso du all das tust. Scheint, als wären Ausflüchte zwecklos. Stimmt. Und jetzt Co sag za mir, wo die Werkstatt przypadek. ist. Sicher, sicher. Das wäre wohl das Beste. Also? Ja, reden wir ein anderes Mal drüber. Co ty, co? Nein, ich gebe auf. Bist du nun bereit zu reden? Ja, bin ich. Nur bitte, tu mir nichts. Was willst du von mir? Sag mir, wo die Werkstatt ist. Keine Bange. Dein Herr und Meister wird dich nicht für deinen Verrat bestrafen. Ihr habt beide bald ganz andere Sorgen. In den Skalitzer Minen. Das ist nicht gerade sehr konkret. Auf der Ostseite des Hügels ist ein verlassener Minenschacht. Nun, er war einmal verlassen. Jetzt befindet sich ein kleines Lager davor und die Werkstatt darin. Wer ist dein Herr? Herr Jeschek von Ronau. So nennt er sich, obwohl es Burg Ronau eigentlich nicht mehr gibt. Was geschah mit der Burg? Ronau gehörte Ten einst Vinzenz, nieosiągnięty. Graf von Lol. Lichtenburg. Nach seinem Tod ging sie an Markgraf Jobst, der sie schleifen ließ. Er wusste, dass Vinzenz Vasallen sich widersetzen würden. Wieso? Jeder weiß, dass der König nach dem Tod eines kinderlosen Grafen mit dessen Burg tun kann, was ihm beliebt. Aber Vinzenz hatte Erben. Ronau fiel nur dem Markgrafen zu, weil der sie alle für Ist das unrechtmäßig Lol. erklärte. Jak się- Alles nur, weil jak się Vinzenz wbił. nicht für ihn gegen Herrn Prokop kämpfen wollte. Herr Jeschek führte eine Revolte aus Vasallen an, doch Jobst kesselte sie ein. Nur Herr Jeschek entkam. Seitdem ist er die Geißel der Region. Wer bist du eigentlich? Man nennt mich Rapota. Ich war früher der Handlanger des Henkers in Brünn. Und wie bist du in Herrn Jescheks Dienst gelangt? Ich half ihm aus dem Kerker zu entkommen. Wenn ich jemandem diene, dann lieber Herrn Jeschek als dem Henker. Der Scherger eines Briganten zu sein, ist gewiss sehr viel ehrbarer. Ich dachte, wenn sich die Dinge irgendwann beruhigen, bekommt er vielleicht Ronau zurück und stellt mich in seinen Dienst. Nun, nach dieser kleinen Eskapade kannst du das vergessen. Du kannst froh sein, wenn du nicht am Galgen endest. Das spielt keine Rolle mehr. Ich habe ihn hintergangen. Für wen arbeitet Herr Jeschek? Erzähl mir nicht, er hat sich das mit dem Fälschen selbst ausgedacht. Solche Dinge weiß ich nicht.
Nur, dass Herr Jeschek mit ein paar Herren gesprochen hat. Mit welchen? Wir waren auf dem Kloster zu Gast. Aber ich schlief auf dem Heuboden und habe nichts gehört. Abgesehen davon? Im Lager tauchte bisweilen ein das dein ungarischer Adliger auf. Aber ich weiß nicht, was er dort tat oder wer er war. Ich denke, ich habe genug gehört. Kann ich dich etwas fragen? Ja bym go zabił. Ja? Ich möchte nicht hängen. Das ist so grausam. Bitte töte mich hier und jetzt. Okay. Wie du wünschst. Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. I tak dalej. Was ist hier los? Precelka miał, warto go było zabić. Ciche buty. Verdammt! To nie ja! Tak sobie umarł. Tak, gra się naprawiła. I ona mu się... Było. Chodź koń. Licencję na zabijanie. Tak. No bo ja jestem ważny, a życie chłopów wtedy było, kurde, wyjątkowo mało istotne. Dlatego mogę sobie zabić, kurde, jednego chłopa dziennie na środku miasta. Wsi w sumie, w środku dnia. Taki przywilej. A stary Niemiec z wąsem dalej siedzi w karczmie i pije. On już chyba spity się, ten już ma jakieś jazdy. Ich weiß endlich, wo sich die Fälscherwerkstatt befindet. Meister Pfeffer hatte recht. No. Die Fälscher halten sich in der Nähe ihrer Rohstoffquelle auf. Ihre Werkstatt ist in den Minen. Właśnie nie pasowali mnie, ist no, auf ani der nic. Ostseite eines Hügels. Także Ich naprawdę weiß nicht, was mich dort erwartet. jestem nikim nadal. Daher hole ich lieber Verstärkung. Ich helfe mit Freuden. Nach dir. Jestem na usługach szlachcica, ale tak naprawdę to nikt mi nie powiedział, że jestem rycerzem. Chwać gostka końmi. No. O, Nitek, dziękuję bardzo za rajda i za hosta. Chodź, Ulrich. Idziemy. Będzie śmiesznie. Ale on jest stary, on się przewróci pewnie. Siema, Walsune. Siema, Mr. Mogi. A propos koni. A propos koni właśnie. I jak tam śpiewali, że tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni, żal. Nuworysz jak Wokulski. O, Nuworysz, może jeszcze kurde z kongresówki. Wer ist da? Was ist das? Chyba się będziemy bić. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekommen ist. Zu den Waffen! Hier rüber! Geh zum Teufel! Hast du genug? Was ist los? Komm schon! Wo sind alle? Zu den Waffen! Hier rüber! Oh. Das nennst du Schwein kämpfen? kommt freiwillig zur Schlachtbank. Alarm! Die Eier geschrumpft. Troszkę ich jest dużo. Na szczęście opanowałem kurde tajemną sztukę walki. I walę ich na łeb. No weź dobij se, Ulrich. No dobij se go, no. Dobra. Nie ogarniasz starcze, to ja to muszę zrobić.
Czy IRL też w pewnym momencie mi się dodatek... Tak, ale tylko po wódce. Także spokojnie. O, to się sprzeda. Siema, Franz ma kamelę. O! To są drogie rzeczy. Okradanie zwłok. Najbardziej intratny biznes w tej grze. Został ktoś żywy jeszcze tutaj? A jakiś tam pachoł. Wer ist da? Hey, wer ist da? Siema, Kisej. Wer ist da? Was ist das? Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Zu den Waffen! Hier rüber! Hey, ihr alle hier sammeln! Co za... Może niewidomy. Chyba tak. O, zjem se. Im już niepotrzebne, no bo tak jakby nie żyją, nie? Także nie muszą jeść. Siema, zielone płuca. Wróci z kolegami. Nie. Oni są tacy głupi, że oni idą gdzieś i potem wracają. I umierają. O cholera. Wir brauchen noch 5 Dutzend und das zweimal. 3-mal wäre sogar noch besser. Stell den Sack dahin. Pass auf, das ist brühend heiß. Gib mir die Zange. Będzie dobre ciulańsko w takiej ciemności. Ja, patrzcie, kują monety. Biją. A my kurde, co tu się... Großer Gott, wer bist du und was hast du hier zu suchen? Ich bin im Namen des königlichen Hauptmanns Herr Ratzig Kobilla hier. Und der da? Das tut hier nichts zur A Sache. to jest stary Niemiec, którego nie znam w sumie. Ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwie einigen können. Geld habe ich zur Genüge. Wie wäre es, wenn wir uns darauf einigen, dass du vielleicht mal dein Maul hältst? Verstanden? Verzeih, nimm's nicht persönlich. Nicht? Was? Willst du's tun, ja? Mit Vergnügen. Hab eh keine Freude mehr dran. Lass ihn am Leben. Ich habe den Befehl, ihn lebendig nach Hatay zu bringen. Das ist äußerst ungünstig, denn ich habe den Befehl, ihn und alle Beteiligten zu töten. Nein, das geht nicht. Ich habe leider keine Wahl, das weißt du genauso gut wie ich. Kamil, ale mnie schostował. Jaki Kamil? Dzięki, Kamil. Vielleicht wertvolle Informationen. Witam. Genau aus diesem Grund. Mein Herr möchte nicht, dass dieser Mann den Falschen in die Hände fällt. Besonders nicht Ratzig Kobilla. Dann sag deinem Herrn doch, der Mann ist tot. Er wird es nie erfahren. Oh doch. Du glaubst doch nicht, sie schließen ihn im höchsten Turm ein und niemand erfährt es? Wieso nicht? Sei kein Narr, Junge. Sieh dich um. In diesem Land wimmelt es von Ratten und Schlangen. Gerade jetzt. Jedes Geheimnis hat seinen Preis. Wenn ich ihn dir überlasse, steckt mein Kopf auf einem Spieß, bevor der Monat endet. Du musst nicht zu den Rosenbergs zurück. Woher weißt du von den Rosenbergs? Meister Pfeiffer erkannte die Schrift auf deinem Geleitbrief. Wie ich sagte, nichts ist in diesen Landen vor neugierigen Blicken sicher. Und wo sollte ich hingehen? Tritt in Herrn Ratzigs Dienst ein. Jedź na Śląsk. Er braucht Leute wie dich. Kobilla dienen? Niemals. Wenn er erfährt, was ich alles für die Rosenbergs getan habe, knüpft er mich am erstbesten Baum auf. Dennoch hast du recht, ich muss nicht zu den Rosenbergs zurück.
Kann es auch nicht. Przekonałem. Warum nicht? Ich bin ein Ritter ohne Wappen, ohne Treuepflicht. Niemand sollte wissen, wem ich diene. Wenn bekannt wird, dass ich entlarvt wurde, werden sie mich töten. Sie können es sich nicht leisten, mit mir in Verbindung gebracht zu werden. Wohin wirst du dann gehen? Wohin mich die Straße führt, wie viele Male zuvor. Leb wohl, Heinrich. Auf Wiedersehen. Lebt wohl. Bitte, ich flehe dich an. Bestimmt können wir uns irgendwie einigen. Du kannst dir gern den Mund fusselig reden, aber nicht hier. Komm jetzt. I tak to się robi, kurwa. Gehen wir. Meister Pfeffer freut sich schon sehr, dich kennenzulernen. Aresztowałem Jaśka. Jaśka z Gliwic. Tak zwany Jaszko aus Gleiwitz. Słynny streamer. Zwany również jako Szoszobo. Sehr gute Arbeit, Heinrich. Hab Dank, Meister Pfeffer. Es war wahrlich nicht leicht. Ich nehme ein paar Männer und untersuche dort alles. Und was soll ich tun? Du solltest dich ausruhen und dann nach Ratay reisen. In der Zwischenzeit wird Herr Ratzig diesen Bastard verhören. Vielleicht erfährt er ja etwas Nützliches. Na gut. Dann sehen wir uns in Ratay. Miałeś jakąś dupę uratować. No, chyba tak. Detale. Detale. Co to, jedna? Spokojnie. O, nie może być ta? Dobra, czekajcie, bo mi się tu coś zlevelowało. Albo i wcale nie. To nie wiem, o co chodzi. A, tu mogę przecież, no tak. Jesteś przystojny i charyzmatyczny. Ej, to o mnie. Ale beka, skąd wiedzieli? Czytanie. Czytanie jest ważne. Może będę mógł w końcu ten elementarz przeczytać. Nie, jeszcze nie mogę. Okej. Wróć do Ratajów, porozmawiaj z kobyłą. No oks. Kurde, dopiero jest 1:00, ja się czuję jakby była 4:00. Jezu, jaki jetlag, tak? To jest jak się odpali streama o 19:00, a nie o 22:00. Napaść na drodze. Bardzo chętnie. O kurwa, Madziarę. Ege szege, nodż. Zaskoczenia. Dobra. To było szybkie.
W sumie biedaki. Daremny futer, nie warto było. Magia wody. A to chodzi o to, że trzeba się umyć. Magia voodoo. Jedyna prawilna. Voodoo Black Magic. Chodź. Kurwa. Nie, ja się boję. Ostatnio jak taka akcja była, to zginąłem. Ty, jaki tu obóz mają zawodowy? Da ist er ja. Gute Arbeit, Heinrich. Vielen Dank, Herr. Ich würde dir gern etwas Ruhe gewähren, aber ich muss dich schon wieder um etwas bitten. Was immer du befiehlst. Jeschek weigert sich zu reden. Der halsstarrige Bastard verlangt nach dir. Nach mir? Ja. Normalerweise würde ich Hauptmann Bernhard schicken, um alles aus ihm herauszuprügeln. Aber wenn er unbedingt mit dir sprechen will? Ich werde versuchen, ihm etwas zu entlocken. Wo ist er? Im Turm eingesperrt. Bernhard gibt dir den Schlüssel. In Ordnung, Herr. Byłem w Łużycach. Mają tam dość dziwnego proboszcza. Ja mógłbym okraść śpiących kamratów, ale to by było trochę świńskie. Dobra, dajcie się zjeść. A, to jest tak daleko. Jaka zwonowa, weź klucze do celi Jaśka od kapitana Bernarda. No optymalnie. Napaść na drodze. Czy to będzie tak samo dobra napaść? Was du so, du Stück Scheiße? Willst du einen in die Fresse oder was? Najebany. Komm schon! Nadupiony jak Gibst nic. du schon auf? O Jezus. Gościu. Elo, stary. Mądre. O. To było takie, no. 10 out of 10. To był mag wody. To był właśnie słynny, kurde, mag wody. No nie mogę kliknąć. O. To była dobra i wymagająca walka. 350 IQ. Najmądrzejszy człowiek średniowiecznej Bohemii. Wędrowiec. Nie, żadnych wędrowców. Ignorujemy. MC1.
Zabiję go patykiem. Znaczy no, mogło się udać generalnie. Mogło się udać. A właśnie, mogło się udać, ale patyk niestety nie był zanurzony w kupie. Oj, to tego nie przewidział. Wo zum Teufel bist du aufgewachsen? Weißt du nicht, dass du bei Nacht ein Licht haben musst? Himmel, pass auf, wo du hingehst. Czym się bagieta? Bernard Devey. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. On zawsze gada, że wyglądam, jakby mnie ktoś napadł. Den Schlüssel zu Jescheks Zelle, bitte. Also lässt Herr Ratzig ihm seinen Willen. Er hätte mich die Antworten aus ihm herausprügeln lassen sollen. Nimm's nicht persönlich. Vermutlich will er mich sprechen, weil er denkt, er kann mich täuschen. Aber da hat er sich geschnitten. Vermassel es bloß nicht. Hier ist der Schlüssel. Danke. Mogę Ich spytać? wüsste gern... Siema, Micztor. A w sumie to nie chcę pytać. Hab Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. Aż taki ciekawy nie jestem. Nur Banditen schleichen ohne Licht im Dunkeln herum. Wo ist deine Fackel? Nie mam. Pass etwas besser auf. Nie mam pochodni i co mi zrobisz? Du darfst nicht im Dunkeln herumlaufen. Verdammt! Jestem poważanym człowiekiem. Możesz mi skoczyć na pukel. Ciulu. Skocz mi na pukel! Ja bym sobie coś słodkiego zjadł. No oczywiście brak takowych słodkości. Glaubst du ernsthaft, dass du vor meiner Nase im Dunkeln herumschleichen kannst? Das ist gegen das Gesetz. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. 10, dobra, płacę. Was kann ich schon tun? Bitte sehr. Also gut. Aber sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Lol, typie. Stać mnie na to. Miało być rano w ogóle. Za co to było? No, głównie założenie bez pochodni. A on gadał, że mi się nazbierało, no... No bo coś musiał gadać, nie? Bo jak łazisz bez pochodni, to jesteś kryminalista. Siema, Sibuchan. Ein Bandit. Ale ciulo. Uerona. No straszna zbrodnia, no mówię. Unglaublich. Aber ja? Zbroja zardzewienie, no. Może być.
Może być i tak. Przesłuchaj Jaśka. Ale to gdzie ten Jasiek? Chyba mi tekst. Hitler ten. Mocne słowa. Odważny wniosek. Elo Grechu. No i gdzie on jest, ten zbój? Zbój Jasiek. Nie, bo to Hast jest... etwas besser. W szopie go nie zamkli. Może tam. Tu nie możemy łazić już. Od strony miasta, jak wszedłeś na ten dziedziniec burmistrza, to po prawej. Dziedziniec burmistrza? Po prawej? Tu gdzieś? Nie. Zatoczyłem koło. Co można alchemię zrobić co najwyżej. Koło schodów, z których zszedłeś. Aha. Aha. One były gdzieś... Tu... Nie, dalej tam. Nie wiem, kurde, już oszalałem. Tu z tyłu. Tu są schody. A gdzie jest ten? Jezus, te mapy. Siema Szczep. Nie tych. Mogli już jakiegoś tu minimum GPS-a dać. Tu gdzieś. Tu nie. Czy on jest w tym domu? Gdzieś? Może go trzymią w... Może być. Jest. Dobra.
Endlich. Ich warte schon ewig. Weshalb willst du gerade mit mir sprechen? Du hast mich hergebracht. Betrachte es als Ehre. Chyba cię podupczyło. Wenn es deine Vorstellung von Ehre ist, in einem feuchten Kerker mit einem Verurteilten zu reden? Sieh es doch so. In den Augen deines Herrn wirst du derjenige sein, der eine Verschwörung gegen den König aufgedeckt hat. So etwas passiert nicht jeden Tag. Mir kam aber auch der Gedanke, dass ich etwas für meine Mithilfe bekommen könnte. Immerhin bin ich derjenige, den der Markgraf zu Unrecht zur Geißel des Landes erklärte und aus Mähren verbannte. Sie schleiften sogar meine schöne Burg. Die Not zu überleben zwang mich, all diese Dinge zu tun. Es mag stimmen, was du sagst. Vielleicht spreche ich mit Herrn Ratzig und vielleicht begnadigt er dich. Aber erst musst du reden. Gut, frag mich, was du willst. Ich werde mich nicht widersetzen. Ich will in erster Linie wissen, wer hinter all dem steckt. Für wen habt ihr diese Münzen hergestellt? Du denkst, alleine wäre ich dazu nicht imstande gewesen? Ich will dich nicht beleidigen. Aber eine Person allein bringt das nicht fertig. Na gut, es fing damit an, dass ich pleite war. Wie immer. Also ließ ich mich von diesen Pressern in Sasau anheuern. Anheuern? Wozu? Ich habe nicht allzu viele Fragen gestellt. In diesem Geschäft ist das keine gute Idee. Aber als sie erfuhren, dass ich kein Niemand war, übertrugen sie mir die Leitung fürs Fälschen. Ein Fremder namens Eric gab mir Anweisungen, aber er ist keinesfalls der Kopf der Bande. Und ein Hochrangiger im Kloster ist ebenfalls in die Sache verwickelt, aber keine Ahnung wer. Wie hast du überhaupt davon erfahren? Vor ein paar Monaten traf ich ein paar alte Freunde in Kolin. Sie sagten, sie wären unterwegs nach Sasau, da man dort harte Kerle anheuern würde. Und dass sie jeden nehmen. Alte Freunde? Wer denn? Ach, bloß ein paar Briganten. Wir überfielen früher in Mähren gemeinsam die Boten des Markgrafen. Nette Freunde hast du da. Ich hatte Streit mit dem Markgrafen. Ein Mann wie ich lernt so alle möglichen Leute kennen. Und was dann? Rapota und ich haben uns monatelang von Brotrinde ernährt. Also schlug ich das Angebot auf Arbeit nicht aus. Ob ehrlich oder nicht. Wir ritten nach Sasau und trafen uns mit den Pressern. Sie erkannten schnell, dass ich kein Bauer, sondern ein Adliger in Nöten war. Komm langsam zum Punkt. Nun, sie stellten mich diesem Eric vor und sagten mir nur das Nötigste. Sie errichteten die Werkstatt und beschafften die Männer, Rohstoffe, alles. Alles. Dieser Eric, du meinst, er hat nicht das Sagen? Er spreizt sich wie ein Pfau, ist aber bloß ein blauäugiger Welpe. Außerdem redet er ständig von seinem Herrn, wenn auch nicht namentlich. Wo finde ich diesen Eric? Ihr müsst einen Treffpunkt gehabt haben. Er kam immer unangemeldet zur Werkstatt. Aber nach allem, was sich ereignet hat, bezweifle ich, dass er sich dort wieder blicken lässt. Dieser hochrangige Kerl im Kloster, was kannst du mir über ihn sagen? Ich weiß nicht, wer er ist. Nur, dass er ein hohes Tier sein muss. Więckiewicz, Immerhin kümmert no. er sich um den Trochę tak. Austausch der Fälschungen in Passau. Verstehe. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn sagen? Nein, er hätte mich mit Werkstoffen beliefern sollen, aber das tat er nicht. Eric meinte, er hätte kalte Füße bekommen. Presser? Willst du damit sagen, dieser Erik heuert in Sasau bewaffnete Männer an? Nun, scheint so. Ich gab den Pressern dafür etwas von den Münzen ab. Den gefälschten natürlich. Wo finde ich diese Presser? Schwierig. Meine Freunde führten mich zu ihnen. Wir trafen uns mit ihnen in den Wäldern bei Sasau. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Du sagtest, du hast denen Geld gegeben. Wo? Sie ritten zu mir zum Minenschacht. Aber ich schätze, dort wirst du sie nicht mehr Sorry, aż finden. mnie coś z tych Wenn du emocji. meinst. Das sollte fürs Erste reichen. Legst du bei Herrn Ratzig ein gutes Wort für mich ein? Ich würde ihm die Treue schwören. Ich will kein Abtrünniger mehr sein. Pomyślimy. Mal sehen. Ich möchte Herrn Ratzig nicht auf die Füße treten. Ty lumpie.
Siema, czarny ziutek. Ale leje. Ale jaja, panie Fertku. Widzicie, takie ucięte te grzmoty, nie? Śmiesznie. Najdziwniejsze grzmoty na świecie. Napaść na drodze. O, oczywiście. Madziarę. O lol. Az Istenét! Kamil. Siema. Was ist los? Siema, Curvision. Sprzedam. Z trupa to nie kradzione, nie? Zasadniczo. Działeczki robotnicze. Ty mnie chcesz, kurwa, do roboty wziąć i pod pretekstem streama. Ale, no, ale to jakieś, kurde, konkrety. Co ty byś tam chciał świrować? Seto szuka chyba cheap labor tak zwane. Cheap labor, biały murzyn do roboty. Jaki typ w ogóle? Co za gość. Aż kurę ubiłem, kurde, ze złości. Chyba za flachę to bym pomyślał, nie? No tak średnio powiedział, tak średnio. Typ z Sosnowca szuka taniej siły roboczej na Śląsku. No to już jest, kurwa, upadek cywilizacji z zachodu. I kultury białego człowieka. Heinrich, schön, dass du da bist. No też się cieszę. Was hast du herausgefunden? Alles Mögliche. Wszystko wiem. Ein Fremder namens Eric steckt hinter dem Fälscherring. Und irgendein Hochrangiger im Kloster. Im Kloster? Tatsächlich? Das hat Jeschek behauptet. Dann ist es schlimmer als befürchtet. Wenn das wahr ist, müssen wir äußerst vorsichtig vorgehen. Weshalb? Können wir uns nicht einfach im Kloster umsehen? Nein. Wenn die Kirche damit zu tun hat, steht es nicht in meiner Macht. 375 groszy, on przynajmniej fajnie płaci. Was wirst du also tun? Ich muss nachdenken. Das ist eine vertrackte Angelegenheit. Und ich muss mich mit Herrn Hanusch beraten. Was ist mit diesem Eric? Wer ist er? Das weiß ich nicht. Aber er heuert Männer in Sasau an und stellt eine Armee auf. Verdammt! Pribislawitz war also nicht das Ende der Geschichte. Höchstwahrscheinlich nicht, Herr.
Noch dazu ist Herr Jeschek davon überzeugt, dass Erik nur ein Mittelsmann ist und Painful. jemand anderes die Fäden zieht. Du solltest nach Sasau zurückkehren und das genauer untersuchen. Wenn sie einen Angriff planen, müssen wir diesmal früher davon erfahren. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Herr Jeschek kennt die Presser nicht und weiß nicht, wo sie zu finden sind. Du musst das irgendwie hinbekommen, Junge. Erzähl mir nicht, hier versammelt sich eine Horde Bewaffneter und niemand weiß davon. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Herr. Hör dich in den Wirtshäusern um oder beim Rathaus. Irgendjemand muss etwas davon gehört haben. Solche Unternehmungen bleiben nicht völlig im Dunkeln. Aber sei vorsichtig, Heinrich. Und vermeide es, meinen Namen zu nennen. Das zöge nur unerwünschte Aufmerksamkeit auf dich. Die Presser sollen dich für einen gewöhnlichen Dorfjungen halten, den sie anwerben können. Verstanden, Herr. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß, ich verlange viel, aber ich wüsste niemanden, der besser für dieses Unterfangen geeignet wäre. Wie du befiehlst, Herr. Ja jestem posłuszny chłopak. Was ist denn? Was ist denn? Dlaczego gram z niemieckim dubbingiem? Bo nie ma czeskiego. Dobra, ja tu sobie kończę nagranie. Popchnęliśmy fabułę do przodu. Gra działa. Nie najgorzej, nie najlepiej. Jest tak, jest ok. Także dzięki za uwagę. I za tego sub i dzwoneczek i łapka w górę. Kszt. Widzimy się w kolejnym. Dobra, ja sobie muszę napisać czas. 6:27.